Hallo ihr Lieben, wir haben heute eine Vergleichslegung von den Charakteren der beiden Partner in eine Partnerschaft mit kurzfristigen Entwicklungstendenzen. Zum Auswahl haben wir zwei Partnerschaftsmodelle, zwei Kartenkombinationen. Auf die rechte Seite ist die Kartenkombination mit den Narzissen und auf die linke Seite ist die Kartenkombination mit den Maiglöckchen. Bitte wählen Sie ganz intuitiv nach Ihrem Impuls, welche Karten oder welche Blumen Sie am meisten anziehen. Falls keiner der beiden Kartenkombinationen Sie anspricht, so ist Ihr Partnerschaftsmodell heute nicht dabei. In diesem Fall können Sie gerne in meinem Kanal nach dem Liebesorakel, nach Sternzeichen schauen oder vielleicht das nächste Mal wieder dabei sein. Ich möchte auch etwas zu den Blümchen sagen. Die Narzissen stehen für Frische, für Lebendigkeit, für Fruchtbarkeit, für das Erwachen. Im China sind Narzissen ein Glückssymbol. Maiglöckchen stehen für die innige Liebe, für Hoffnung, für Reinheit und für Schönheit. Maiglöckchen sind auch ein Glücks- und Liebessymbol. Bitte wählen Sie jetzt, welche Kartenkombination für Sie am passenden ist. Wir fangen mit der Kartenlegung mit den Narzissen an. Bitte wählen Sie einen Platz für sich und einen Platz für Ihr Partner oder Ihre Partnerin. Auf die linke Seite haben wir Person A. Da steht der Engel mit dem Zauberstab oder dem Wunschstab. Auf die rechte Seite haben wir Person B. Das ist der Engel mit den Flügeln neben den Narzissen. Wählen Sie bitte jetzt Ihren Platz und den Platz für Ihr Partner oder Wunschpartner. Oder wenn Sie ein Mann sind, dann der Platz für Ihre Partnerin oder Wunschpartnerin. Ich fange mit der Deutung an. Ich möchte Ihnen erstmal zeigen, mit welcher Karten ich arbeite. Das sind einmal die Druidenkarten, Druidentarot. Dann haben wir hier die Engelsymbole von Ingrid Auer. Wir haben Krafttier von dem Krafttierorakel und wir haben auch in der Mitte die Karten von dem Seelenpartner-Orakel. So, also, wer ist die Person A? Für die Person A zeigt die Tarotkarte die Gerechtigkeit. An erster Stelle denken wir, dass es dabei um eine Person sich handelt, die sehr gerecht ist, der die Gerechtigkeit sehr am Herzen liegt. Diese Person spiegelt das wahre Verstehen und aus dem richtige Entscheidungen und Handlungen resultieren. Diese Person steht für Urteilsfähigkeit, für Gleichgewicht, für Gelassenheit, für Klarheit. Das ist eine Person mit Fairness, die bevorzugt zu handeln aus Verstehen heraus und nicht aus den Normen, die sich so in der Gesellschaft eingesetzt haben. Diese Person möchte in der Vollendung kommen. Sie handelt aus Aktion und nicht aus Reaktion. Also das ist eine Person, die mit Entscheidungen viel zu tun hat. Vielleicht auch in der Gegenwart hat diese Person viele Entscheidungen zu treffen. Allerdings diese Entscheidungen trifft sie, wie gesagt, als Aktion und nicht aus Reaktion. Das ist jemand, der sehr tief in sich hineinhorcht und auf ihre innere Einstellung hört, wenn sie etwas tut oder wenn sie etwas entscheidet. Sie legt großen Wert auf Ehrlichkeit, auf Aufrichtigkeit, auf Gerechtigkeit. Also an erster Stelle geht auch aufrichtig und gerecht, sich selbst zu sein, aber auch dem Partner gegenüber und ihren Mitmenschen gegenüber. Also diese
Person repräsentiert auch die beiden Gegensätze, wie zum Beispiel Gnade und Strenge. Und sie kann auch entscheiden, welche Zeit wofür steht, beziehungsweise es ist eine Zeit, etwas milder und gnädiger zu sein und vielleicht ein Ja zu sagen, etwas zu akzeptieren, oder es ist auch an der Zeit, strenger zu sein, Nein zu sagen, etwas loszulassen, etwas abzulehnen. Also das ist eine Person, die sehr gerecht ist und die sehr tief in sich hineinhorcht. Neben die Gerechtigkeit haben wir die Engelkarte, das ist der Engel Nummer 38, das ist der Engel für Karma-Erlösung von Ingrid Auer Karten. Also dieser Engel besagt, ich darf mich von karmischen Belastungen befreien. Wir sehen hier bei dieser Person, dass sie Karma aufarbeitet. Sehr vermutlich tut sie das auch sehr, sehr aktiv. Sie ist dabei, Vergangenheit loszulassen, zu vergeben, zu verzeihen, sich aus Abhängigkeiten zu befreien, sich aus belastenden vergangenen Situationen oder zerbrochene Beziehungen zu befreien. Also diese Person schaut wirklich im Moment gerecht auf sich, auf ihr Leben, auf ihre Lage und transformiert das, was zu transformieren ist, was negativ und belastet ist in dieser Zeit. Also ich würde sagen, das ist eine Person, die spirituell aktiv ist, die hochspirituell ist, die sehr viel geistige und seelische Arbeit leistet. Wir schauen, welche Krafttiere diese Person hat. Also ich wollte ein Krafttier rausziehen, sind gleich zwei rausgesprungen. Also wir haben hier einmal der Rabenvogel, das ist ein magisches Tier. Der Rabenvogel steht für die Schattenseiten in uns, vielmehr für die Erlösung von unseren eigenen Schatten. Also der Rabenvogel, der bringt auch innere Kraft und Stärke. Das ist ein Orakeltier, der hilft auch, dass sich diese Person an ihrem Schicksal hingeben kann und zugleich aber auch dieses Schicksal, nachdem sie es angenommen hat, auch beeinflussen und umwandeln kann. Also diese Person ist dabei, die Segel mit dem Wind zu setzen und sich von all dem zu befreien, was ihr nicht gut tut und sich ein neues Leben zu erschaffen. Sie ist dabei, aus diese ganze alte Fesseln rauszukommen und ein glückliches Sinn in ihrem Leben zu geben, also aus dem Leid raus ins Glück hinein. Die Drache, die da noch dazugekommen ist als Krafttier, der Drache steht für eine grundlegende Erneuerung, für wahre Potenzial. Die Karte sagt auch Befreiung und Entfesselung. Das passt auch sehr gut zu den Engel für Karma-Erlösung. Also diese Person ist dabei, die magische Seite ihres Lebens kennenzulernen, sie anzunehmen, ihre eigene Kraft, ihre Willenskraft und ihre ganze Potenzial, was sie aus der Schöpfung in sich trägt, frei zu geben. Also diese Person ist dabei, in ihr Leben jetzt im Momentan richtig aufzuräumen und eine neue Richtung zu geben. Der Drache bringt oder symbolisiert auch das Wissen und die Fähigkeit, sein eigenes Leben zu schöpfen. Und diese Person weiß ganz genau, dass sie ihr Leben beeinflussen kann, dass sie ihr Leben mitschöpfen kann. Sie hat vermutlich auch sehr starke spirituelle Fähigkeiten wie hohe Konzentration, durch die sie ein großes Kraftfeld aufbauen kann und natürlich Dinge viel einfacher und viel schneller materialisieren kann. Also diese Person ist dabei, in ihre ganze Kraft zu kommen. Eine wunderbare Persönlichkeit. Von der Deutung her würde ich tippen, dass das die Loslasserin ist,
vielleicht kann auch Gefühlsklärer sein, aber vom Energien her sehe ich das viel mehr auf die Energien von der Loslasserin. Also gehen wir zu der anderen Figur auf die rechte Seite, der rechte Engel, das ist die Person B. Sie hat eine sehr interessante Karte aus Persönlichkeitscharakter. Das ist die Karte der Liebende. An erster Stelle tun wir das mit der Liebe verbunden. Das ist ja auch richtig, aber hier geht es um einen Charakter, der sich sehr erfreuen kann, der tiefe Liebe empfangen kann, der mit Erfüllung, Vereinigung und mit Auswahl viel zu tun hat. Vermutlich ist das eine Person, die ihr Leben sehr gut strukturiert hat, sehr gut im Griff hat. Vielleicht ist das eine Person, die hohe finanzielle Stand sich aufgebaut hat, weil diese Person liebt alles, was perfekt ist, was erfüllend ist, was Erotik liebt diese Person auch. Sie neigt auch zu Perfektionismus, sie liebt die Schönheit, die schönen Dinge im Leben. Sie hat auch viele Freude in ihrem Leben, auch Freude an dem, was sie tut. Sie ist auch als Mensch, als Partner zu sehr, sehr tiefen Gefühlen fähig und sie kann auch die Gegensätze gut vereinen. Das heißt also, diese Person, wenn sie sich in eine Beziehung gebunden hat, dann kann sie sich richtig fallen lassen, sie kann sehr viel geben und sie ist auch bereit, sehr viel zu nehmen. Sie kann aber auch ihre eigenen Seelenanteile vereinen. Diese Person ist eine Person, für die Erfüllung, Erleuchtung, Sinn und Bedeutung eine große Rolle spielen. Diese Person ist sehr spirituell, ob sie ihre Spiritualität bewusst oder unbewusst lebt, kann ich hier in dieser Kombination nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist diese Person jemand, der hohes spirituelle, geistige Potenzial hat. Dadurch, dass diese Person Luxus und Schönheit liebt, würde ich sagen, dieser Mensch arbeitet geistig und er hat eine sehr gute Position im Berufsleben, in der diese Person auch ihre ganze geistige Fähigkeiten voll einsetzen kann. Sie ist vermutlich auch im Beruf sehr erfolgreich und diese Person hat wahrscheinlich auch viele Entscheidungen zu treffen, weil diese Karte der Liebende zeigt auch eine Wahl für eine Entscheidung. Also man muss sich immer zwischen Dingen entscheiden und das, wofür man sich entschieden hat, muss man auch dem treu bleiben. Also hier haben wir auch den Aspekt der Treue. Also diese Person, wenn sie sich für einen Partner entschieden hat, dann ist sie absolut eine treue, sinnliche und liebevolle Persönlichkeit. Diese Person hat auch Zugang zu ihrer Seele, also einen tiefen Zugang zu ihrer Seele, zu ihrer Weisheit, zu ihrem Geist. Und dieser Zugang lebt diese Person auch sehr häufig oder tagtäglich. Inwiefern bewusst oder unbewusst kann ich nicht sagen, aber das ist auch eine Person, die sehr nach Intuition, nach Bauchgefühl geht. Wenn diese Person sich für sie entschieden hat, was auch hier als Partner, als Gegenstück von ihnen liegt, also wenn Sie die Person A sind und das ist Ihre Person B, Ihr Wunschpartner, Gefühlsklärer, Herzensmann, dann heißt das, dass dieser Mann in seinem Gefühl scheint zu wissen, dass Sie die richtige Partnerin sind. Also sein Geist und seine Seele vermittelt ihm das und er hat momentan eine Entscheidung diesbezüglich zu treffen. Der Engel, der ihm jetzt zur Seite steht, das ist der Erzengel Raphael. Seine Affirmation ist: Mit deiner Hilfe werde ich heil an Körper, Geist und Seele. Ja, der Erzengel Raphael ist der Heiler, das wissen wir alle. Er hilft Verletzungen, verletzte Gefühle aufzulösen, sie zu heilen. Er bringt Ordnung und Ausgeglichenheit im Leben. Er gibt die notwendigen Lebensimpulse und die lebensfördernde Kraft. Diese Person B ist vermutlich auch, nicht vermutlich, ich bin mir ziemlich sicher sogar,
dass diese Person B eine sehr freiheitsliebende Person ist, die auch lebensbejahende Grundeinstellung hat. Vermutlich hat sie auch zerstörerische Denkmuster, das haben wir leider alle, mehr oder weniger. Und der Erzengel Raphael unterstützt diese Person momentan an diese negative Denkmuster zu arbeiten. Es kann sein, dass diese Person auch ab und zu negative Stimmungen hat oder depressive Zustände, was aber nur vorübergehend ist, weil eigentlich trägt diese Person sehr viel Lebenskraft, Lebenslust und Lebensfreude in sich. Im Moment macht diese Person eine transformierende Phase. Also sie ist dabei, ihre alten Verletzungen aufzulösen, Gefühle zu klären und wieder in ihre Kraft zu kommen. Es kann auch sein, dass sie momentan körperlich etwas eingeschlagen ist. Ich sehe das aber als nicht so schlimm, sondern vielmehr auch als eine Folge von diesem Prozess. Schauen wir, welche Kraft hier diese Person hat. Das ist die Kuh. Wozu steht diese Kuh? Diese steht für Fülle und für Segen. Also hier geht es darum, dass diese Person unterstützt wird, aus der göttlichen Quelle zu tanken. Sie wird direkt von der Quelle versorgt und sie wird auch zugleich aufgefordert, den Weg zu wählen, der ihr gut tut. Also wir kommen wieder auf die Entscheidung, zu, was passt zu der Persönlichkeitskarte, zu der Liebenden, weil da ist auch eine Entscheidung steht an. Ich würde sagen, in diesem Moment hat diese Person stark mit Entscheidungen zu tun und diese Entscheidung bezieht sich auch auf ihre Partnerschaft im Liebesleben. Auf jeden Fall hat diese Person ein sehr großes schöpferisches Potenzial. Kann sein, dass sie irgendwie künstlerisch oder geistig tätig ist. Manchmal vielleicht eilt sich diese Person so sehr, dass die ihre Früchte nicht richtig genießen kann, die Ernte, was sie erreicht hat. Aber allgemein ist das eine Person, die sehr schätzen kann, das, was sie erreicht hat, das, was sie hat, ihre Hab und Gut, materiell sowie emotionell sehr gut schätzen kann und sich darüber auch sehr freut. Sie ist auch gewinnorientiert, diese Person. Sie schaut auch immer, dass sie von einem Gewinn zu der nächsten geht und sie hat auch vermutlich diese innerliche Überzeugung, egal was sie tut, dass das auch zu einem Erfolg sein wird. Die Kuh steht noch für Glück, für Liebe, für Licht, für Freude. Das sind so Eigenschaften, die diese Person in sich trägt, die aber auch jetzt momentan auslebt. So, das war so diese Persönlichkeit, Charakteristika. Jetzt schauen wir in die obere Feld, weil direkt zwischen den Engeln und die Blumen, da haben wir zwei Karten liegen. Das sind die Aussagen, was verbindet diese Paar. Die Karten, die das zeigen, sind die Karte König der Stäbe, das ist eine Tarotkarte, und der Engel für göttliche Kraft, das ist eine Engelkarte. Also diese beiden Karten zeigen Einstellungen, Denkweisen, Qualitäten, die beide Partner in sich tragen und diese beide miteinander verbinden und die beide auch in ihre Beziehung ausleben. Also der König, der steht für Reichtum, für Weisheit, für Erfolg, für Reife, für Autorität und soziale Verantwortung. Das zeigt, dass die beiden Partner diese Eigenschaften in sich tragen. Ein bisschen Idealismus sehen wir bei den beiden Partnern vorhanden, sehr viel Optimismus. Beide haben Führungsqualitäten, Führungsfähigkeiten. Beides sind vom Geist, vom Seele her sehr feurig, sehr leidenschaftlich, sehr lebensfroh, sehr unterhaltsam. Wir sehen bei beiden Partnern eine große Entschlossenheit. Beide sind wissbegierig, beide sind vielleicht auch ein Stück risikoreich,
Also das sind Menschen, die sehr viel Kraft in sich haben und die auch diese Kraft in verschiedene Projekte gezielt einsetzen. Also das sind zwei sehr tätige Persönlichkeiten. Ähm, Die Beziehung zwischen den beiden scheint auch gewinnbringend zu sein, unterhaltsam zu sein, auch wenn da noch keine feste Beziehung sein sollte. So zeigen diese Karten, dass die Kontakte, das Treffen, das Zusammensein miteinander sehr gewinnbringend für beide Partner ist. Also beide sind sehr zufrieden von diesen Kontakten. Beide können da Kräfte voneinander tanken. Vermutlich sind beide auch finanziell gut dargestellt, weil der König der Stäbe zeigt auch gewisse Grad an Reichtum. Dieser Reichtum kann materiell, finanziell oder geistig und emotionell sein. Also beide Partner haben vermutlich viele Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Sie haben große Ziele und sie haben Visionen und sie setzen und arbeiten daran, ihre Ziele zu verwirklichen. Der Engel, der für beide aus Verbindung dasteht, zeigt auch sehr eindeutig, dass die beide zum einen hochspirituelle Menschen sind, dass die beide direkt ihre Kräfte, ihre Impulse, ihre Visionen von der göttlichen Kraft danken, dass die beide an der göttlichen Kraft verbunden sind, jeder für sich. Aber auch diese Karte zeigt, dass sich ein göttliches Feld aufbaut, wenn die beiden miteinander im Kontakt sind, beziehungsweise für die Beziehung. Das ist eine Beziehung, die hochspirituell ist, ob diese Spiritualität gelebt wird, bewusst oder unbewusst, spielt hier keine Rolle. Der Engel zeigt, dass es ein, sag ich mal, sogar magische kraftvolle Feld aufbaut zwischen den beiden Partnern. Also diese Beziehung hat spirituell gesehen sehr fordernde und sehr tragfähige Energien zu existieren. Jetzt schauen wir mal, was dieses Paar voneinander trennt. Da haben wir die Karten 6 der Scheiben vom Tarotkarten und Engel für Geduld und Zeitlosigkeit von den Engelkarten. Ja, was bedeutet das? Also diese Aussage bedeutet, dass das Gleichgewicht, die Vereinigung, die Verbindung, die Harmonie momentan in diesem Paar nicht gegeben ist. Also dabei geht es auch um die Vereinigung auf mehrere Ebenen, auf die Vereinigung von männlichen und weiblichen, vom eigene Anteile des Selbst, von unbewussten Bedürfnissen mit bewusstem Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Das heißt also, dass irgendwie momentan in dieser Beziehung die Seele, der Geist ein bisschen getrennt ist von dem Ego oder von den Gedanken. Also es fehlt ein wenig an Harmonie, an Liebe, an Verbindung, an Versöhnung, an Verschmelzung, an Vereinigung, Stabilität, Erfolg und Glück sind vermutlich auch etwas nicht optimal oder sogar mangelhaft. Das ist ein Hinweis, dass es zurzeit vielleicht eine Trennung gibt oder ein Stillstand oder irgendeine andere Schwierigkeit zwischen den beiden Partnern. Also ich sehe hier, dass die schwer haben, das Gleichgewicht zu bekommen, entspricht Gefühlsleben und Gedankenwelt miteinander zu vereinen, scheint es hier in dieser Beziehung schwierig zu sein. Das kann beide Partner betreffen, das kann nur ein Partner betreffen. Auf jeden Fall ist die Heilung und die Harmonisierung ein wenig schwierig. Hier spielt auch eine große Rolle die Kraft der Gedanken, also
Ich glaube, das ist auch der Grund der Trennung oder des Hindernisses zwischen den beiden Partnern, weil das, was wir denken, das setzt sich in irgendeiner Art und Weise um. Das wissen die meisten von euch, nehme ich an. Und hier ist auch ein Hinweis, dass auf die Gedanken sehr viel geachtet werden sollte, weil scheinbar sind Gedanken vorhanden, die destruktiv für diese Verbindung sind. Der Engel für Geduld und Zeitlosigkeit zeigt auch einen Zeitfaktor, der als Hindernis zwischen den beiden Partnern steht in dieser Paarbeziehung. Also hier geht es um Geduld, um das Annehmen von Wartezeiten, um übereilte Handlungen, um voreilige Entschlüsse. Irgendwie die Zeitqualität ist nicht so ganz optimal zurzeit. Vielleicht hat einer von den beiden Partnern zu schnell Entscheidungen getroffen, zu unüberlegte Entscheidungen getroffen, die zu Schwierigkeiten führen. Also auf jeden Fall ist hier die Zeit, wird aus Trennung in diese Beziehung gezeigt. Ich sehe das so, dass das ein Thema ist in Richtung vom Annahme von Lernsituationen. Also vermutlich wiederholt sich häufig immer wieder die gleiche Situation, wo die beiden Partner nicht daraus gelernt haben und darum auch diese Zeitfaktor als Hindernis. Also meine Empfehlung für diese Menschen ist, ein besserer Umgang mit ihrer Zeit zu bekommen, das Warten zu lernen, Geduld zu lernen und anzunehmen, die Lernsituationen annehmen und sie verändern, damit es auch besser wird. Jetzt schauen wir uns, welche Seelenenergie die beiden Partner in der Beziehung bringen. Auf die linke Seite haben wir die Karte von Person A, von die Gerechtigkeit-Person. Also die Karte sagt, Ruhe und Erholung sind entscheidend. Wir müssen alle unbedingt einmal Pause machen. Das bedeutet, dass diese Person A vielleicht zu viel Energie in der Beziehung reingebracht hat, womit sie die Person B vermutlich ein wenig überfordert hat. Vielleicht ging es dabei auch um eine Entscheidung, die die Person A voreilig haben wollte und Person B nicht geben könnte. Auf jeden Fall haben wir hier einen Hinweis, dass die Person A sehr stark und sehr viel Energien in der Beziehung reinbringt und setzt, die aber in diesem Ausmaß oder in diesem Zeitpunkt nicht so sehr angebracht sind. Also wir haben vorhin aus Trennung der Engel für Geduld und Zeitlosigkeit, was auch darauf hinweist, dass mehr Zeit in dieser Beziehung gebraucht wird. Also ein Hinweis, dass die Person A etwas mehr mit Ruhe, mit Leichtigkeit, mit Gelassenheit an die Beziehung reingehen sollte. Der Engel sagt, wir müssen alle unbedingt einmal Pause machen. Vielleicht hat sich die Person A zu sehr verausgabt und war sich selber damit überfordert, hat den Partner mit überfordert. Also hier haben wir schnelle, kraftvolle Energien und auch viele Energien im kürzesten Zeitraum. Und das ist in dem Moment nicht so angebracht. Also liebe Person A, falls du das bist, schau darum, dass du dich ein bisschen mehr erholst. Diese Karte gibt auch einen Hinweis, dass du alle Aspekte deines Seins oder dein Leben miteinander im Gleichgewicht bringen solltest, dass du gut zu dir bist und zu den Menschen in deinem Leben, dass du dich mehr ausruhst und wirklich auch schätzt das, was du im Leben hast und das, was dir das Leben auch bringt. Ich würde sagen, lass es einfach, geh ins Vertrauen, mach was für dich und sei gewiss, dass es mit der Beziehung weitergeht. Also falls du jetzt auf eine Entscheidung wartest von deinem Gegenstück,
bitte lass das und lass die Zeit einfach wirken. Es kann sein, dass du in einem Bereich in deinem Leben sehr viel Druck hattest oder Probleme oder Zeitnot oder Geldnot und diesen Bereich hast du teilweise auf die Beziehung übertragen, was auch der Beziehung nicht gut getan hat. Also musst du in diese Richtung schauen. Auf jeden Fall kommst du bitte mehr zur Ruhe und mehr zur Gelassenheit. Die Person B, die liebende Person, hat die Karte, das ist der Engel, sei in der Gegenwart und träume von der Zukunft. Wenn wir träumen, ist alles möglich. Also hier wird diese Person aufgefordert, in der Gegenwart zu sein und in der Zukunft zu schauen, was auch wiederum bedeutet, dass die liebende Person jemand ist, der in der Vergangenheit verweilt oder dazu neigt. Diese Person hält an Dinge fest, die vergangen sind, die es nicht mehr gibt. Er hat vielleicht auch schwierig, die Vergangenheit zu akzeptieren und dadurch kann er nicht voll in der Zukunft schauen, weil er schaut immer wieder zurück. Also das sind die Seelenenergie, die diese Beziehung auch ein bisschen runterziehen könnten, weil die Persona ist sehr schnell. Schnelligkeit, schnell heißt auch Blick nach vorne schauen, also Blick nach vorne richten, etwas erreichen wollten. Und die Person B guckt aber immer wieder in der Vergangenheit. Also hier sehen wir Unterschied in den Zellenstrukturen zwischen den beiden. Und der Engel sagt hier zu der Person B, schließ ab mit deiner ganzen Vergangenheit, mit diesen alten Erinnerungen, mit diesen alten Schmerz, alten Gefühle. Schließ ab und richte dich nach der Zukunft. Komme in der Gegenwart und schau in der Zukunft. Du kannst dein Leben neue Ziele setzen und diese Ziele auch erreichen. Konzentriere dich wirklich auf das, was wichtig ist. Also es kann auch sein, wenn das eine Dualseele-Beziehung ist oder eine Seelenpartnerschaft oder vielleicht eine Beziehung, die mehrere Trennungen hinter sich hatte, dass der Partner, die Person B, diese Trennungen nicht verkraftet und verarbeitet hat und immer wieder daran denkt und darauf rumpocht. Also bitte, das sollte auch endlich mal zu Ende gebracht werden und Ruhe sollte da einkehren. Da habt ihr viel bessere Chancen. In der Mitte liegt die Karte, die euch verbindet. Das ist die Karte, lernt einander kennen. Das Liebesbedürfnis des anderen zu kennen ist wichtig, damit eine Beziehung wachsen kann. Also, das sind die Seelenenergien. Das heißt, die beiden Seelen sind neugierig aufeinander. Die beiden Seelen möchten sich kennenlernen, was aber vermutlich etwas erschwert wird durch diese Unterschiede in den Seelenenergien. Hier wird der Engel fordert euch auf, Zeit für euch zu nehmen. Wir kommen wieder zu der Engel für Geduld und Zeitlosigkeit. Also bitte nehmt euch Zeit. Ihr habt echt ein Zeitproblem im Moment in eurer Beziehung. Nehmt euch Zeit, euch richtig mal kennenzulernen. Wenn ihr euch kennengelernt habt, könnt ihr euch auch dann besser verstehen. Ihr könnt mehr aufeinander Acht und Rücksicht nehmen. Dadurch kann eure Liebe wachsen. Ihr solltet eure Unterschiede richtig mal erkennen und sie in eurer Beziehung integrieren. Und der Unterschied liegt aus Zeitfaktor. Also diese Beziehung braucht Zeit zum Wachsen. Definitiv hier habt ihr ein Zeitproblem. Seid ihr bitte gut zueinander und lasst euch Zeit, weil das ist das, was ihr momentan braucht. Wir schauen jetzt auf den nächsten Schritt. Das sind die unteren 3 Karten. Ja, wir haben als erste Prinz der Scheiben. Das ist das, was auf euch demnächst kommt. Also die nächsten Unternehmungen, die kurzfristige Entwicklung, die euch bevorsteht. Wozu stehen die Prinzen? Die Prinzen stehen für Bewegung, für Tatendrang, für aufkommende Entwicklung und für Verantwortungsgefühl gegenüber anderen.
Das ist ja fantastisch. Dann die Seelenkarte, gemeinsame Seelenenergie sagt, lernt einander kennen. Und der nächste Schritt, der auf euch zukommt, ist wirklich diese einander kennenlernen. Das sagt der Prinz. So, der Prinz der Scheiben ist jemand, der praktisch ist, der realistisch ist, der sinnlich ist. Das ist eine ruhige und zuverlässige Persönlichkeit. Also das heißt, diese Eigenschaften kommen als nächster Schritt auf euch zu. Realistische Erwartungen, realistische Gedanken, sinnliche Momente, ruhige, harmonische Zeiten miteinander, Verantwortung tragen. Jeder von beiden übernimmt auch seine Verantwortung, sorgt für Sicherheit, für Ordnung, für Zuverlässigkeit. Also wir haben hier eine Entwicklungstendenz für die nächste Zeit. Ich würde sagen jetzt im März, dass die Beziehung mit Sicherheit, mit Zuverlässigkeit, mit einer genauen Vorstellung wieder neu aufgebaut wird. Falls die Beziehung jetzt schon besteht, dann bekommt ihr eine tiefere Ebene. Beide werden aufgefordert, angemessen an der Beziehung zu arbeiten und euer gemeinsames Ziel zu verfolgen. Und das steht auch als nächste Aktivitäten da. Also das heißt, beide Partner treffen wieder erneut aufeinander und arbeiten an ihrer Beziehung. Also die Karte zeigt auch, dass dann neue Ideen entstehen würden, neue Ansichten, neue Entscheidungen. Diese Karte bringt auch Geduld mit sich. Dadurch wird die Blockade, diese Zeitblockade auch ein Stück weit aufgelöst. Vielleicht steht auch eine gemeinsame Reise vor. Auf jeden Fall eine positive Entwicklung zeigen die Karten. Der Engel, der in dieser Zeit für euch da ist, das ist der Engel für Mut und Beharrlichkeit. Er sagt, ich nehme mutig und mit allen Konsequenzen die Herausforderungen meines Lebens an. Also das heißt, beide werden mutig, vielleicht trifft ihr neue Entscheidungen, die unkonventionell sind, vielleicht habt ihr große gesellschaftliche Unterschiede oder große Jahresunterschiede zwischen euch, wo dann endlich mal dieser Mut zu euch kommt, dazu zu stehen und zu sagen, okay, wir sind sehr unterschiedlich oder der eine ist viel älter, der andere ist viel jünger oder gleiche Geschlechter, also so große Unterschiede, die zu sehen sind. Und der Engel wird euch auch helfen, das Vertrauen zu haben, dass es gut gehen wird und diesen Mut zu bringen und zu sagen, ja, trotzdem stehe ich zu meinem Partner und ich stehe zu dieser Beziehung. Also eine sehr gute Entwicklungszeit zeigt diese Engel in einer Situation, bei der der Ausgang noch nicht ganz vorhersehbar ist. Also wir sehen, dass es eine positive Voranentwicklung gibt für die nächste Zeit und der Engel wird euch auch helfen und zur Seite stehen, dass diese Entwicklung auch positiv bleibt. Also er bringt euch Durchhaltevermögen, trotz die Schwierigkeiten nicht aufzugeben, zu kämpfen, konsequent zu sein, Selbstdisziplin und auch Überwindung von Ängsten. Das sind so die Themen, die demnächst auf euch zukommen. Als Krafttier habt ihr den Phönix an der Seite. Ich bin richtig baff, wie ich den Phönix gesehen habe, weil das heißt Wunder. Wunder werden geschehen. Also der Phönix steht für Auferstehung, für Wandlung. Er sagt, dass alles seine Zeit hat und jetzt ist an der Zeit, diese Auferstehung und diese Wandlung zu vollziehen. Er zeigt, dass ein Zyklus zu Ende geht und daraus ein neues entsteht, wohin der neue Zyklus sehr, sehr positiv ist. Also alles, was nicht mit Wahrheit und Liebe und Frieden zu tun hatte, in euch selbst als Persönlichkeiten oder auch in eurer Beziehung, wird hiermit
aufgelöst, das wird zu Ende gehen, es wird vernichtet und daraus entsteht eine neue Ebene für euch beide. Ihr macht euch jetzt frei von allem, was euch blockiert hat. Wir sehen hier transformierende Feuer, also es geht wirklich um einen gewaltigen Prozess mit großer Transformation, der euch ein große oder viele große Schritte voranbringt. Es geht um die Umsetzung der geistiges Wissen, dass man diese Wissen in sich selbst entdeckt und dieses Wissen auch manifestiert, damit arbeitet, so damit sich alles zum Guten wendet. Ihr werdet auch lernen, eure Kräfte positiv einzusetzen, eure Eigenschaften zu verstärken, die positive Seiten in eurer Beziehung aufzubauen. Der Phönix bringt euch auch von einem Schritt nach dem anderen in eine sichere, wunderbare Art und Weise. Also er zeigt ihnen einen neuen Zyklus der Fülle. Das freut mich sehr, weil diese Beziehung hat in der nächsten Zeit wirklich eine sehr, sehr positive Wandlung, in der sicherlich zum Gleichgewicht kommen wird, so wie die Entwicklungstendenzen uns das auch gezeigt haben. So viel zu diesem Paar. Jetzt schauen wir uns die nächste Auswahl an, die Maiglöckchen. Dazu muss ich die Kamera bewegen, damit ich diese andere Blatt im Bild habe. Wir fangen jetzt an mit der zweiten Paarkombination. Links und rechts steht jeweils ein Engel. Bitte suchen Sie sich einen Engel bzw. Personenkarten, eine für Sie, eine für Ihr Partner. Auf die linke Seite haben wir den Engel mit dem Wunschstab. Auf die rechte Seite haben wir einen anderen Engel mit Flügel. Diese Legung ist für die von euch, die die Maiglöckchen ausgesucht haben. Ich fange an mit Person A, das ist die Person mit dem Wunschstab auf die linke Seite im Bild. Aus der Tarot-Karte für die Persönlichkeit haben wir die Herrin liegen. Also die Herrin ist ein Symbol für Fruchtbarkeit, für Fülle, für Leidenschaft, Kreativität, Klug, Heilung bringt die Herrin an Energien. Also hier handelt es sich um eine Person, die sehr sinnlich, sehr leidenschaftlich ist, die Mutterschaft lebt oder mutterschaftliche Gefühle bringt, die vielleicht auch mit Erziehung was zu tun hat. Diese Frau hat eine tiefe Verbindung mit der Natur, mit das Land. Diese Frau hat oder diese Person kann auch ein Mann sein, sehr viele positive Energien und Eigenschaften in sich. Alles, was mit Schönheit zu tun hat, mit Fülle zu tun hat. Sie ist sehr sinnlich, sie ist sehr hingebungsvoll, in der Sexualität auch. Das ist eine Person, die sehr viel Freude an Wachstum hat, Freude am Leben hat. Sie ist offen für die Liebe, für Vertrauen. Es ist vielleicht jemand, der segnet, der den anderen alles Gute wünscht, also positive Gedanken und Einstellungen gegenüber ihren Mitmenschen hat. Vielleicht arbeitet diese Person auch kreativ, auch mit ihren Händen. Für diese Person sind wichtig Dinge, die mit Erfüllung im Leben zu tun haben, auch erfüllende Beziehungen oder erfüllende materielle Dinge. Sie ist sehr leidenschaftlich, sie ist sehr emotionell, sinnlich, aber auch auf der Basis des Intellektes geht diese Persönlichkeit. Wie soll ich sagen, also diese Frau hat Fähigkeiten zu segnen, dadurch, dass sie so eine Verbundenheit mit der Erde hat, dadurch, dass sie eine Schöpferin ist, viele positive Energien in sich trägt, viele Liebesenergien in sich trägt. Also diese Person sollte auch bewusst segnen,
weil sie kann wirklich etwas erblühen lassen, etwas wachsen lassen, etwas Wunderschönes, Positives. Also das ist eine sehr angenehme Persönlichkeit als Partnerin sowie als Mutterfigur. Der Engel, der dieser Person zur Seite steht, das ist der Erzengel Metatron. Mit deiner Hilfe erfülle ich meinen Lebensplan. Also bei dieser Person geht es darum, um die Erfüllung ihres Lebensplanes. Sie trägt bereits schon die Energien der Fülle in sich, die Energien, die Fruchtbarkeit. Diese Person ist im Moment stark damit beschäftigt, ihren Lebensplan zu folgen und den auch umzusetzen. Und auf die Beziehung bezogen kann das auch eine Aussage sein, dass diese Person, diese Wunschpartner, um dem es gerade geht, auch als ein Teil ihres Lebensplans ansieht, was auch mit höchster Wahrscheinlichkeit stimmt durch die Karten, die hier liegen. Also es heißt, dass wir haben höchstwahrscheinlich hier mit einer Seelenbeziehung, Dualseele, Zwillingsseele. Die Kraft hier, die diese Dame oder dieser Mann zur Verfügung steht, das ist der Büffel. Der Büffel steht für Überfluss und für Beständigkeit. Das passt auch mit die Persönlichkeitskarten von der Herrin, weil sie ist auch mit Fülle überfüllt oder sie trägt die Fülle. Hier haben wir aber auch mit Ausdauer zu tun. Diese Person ist sehr friedlich, friedenbezogen, harmoniebezogen. Vielleicht, wenn im Moment einige Turbulenzen im Leben von dieser Person geben sollte, so zeigt der Büffel, dass diese Person auch wieder Frieden in ihrem Leben oder auch in ihrer Beziehung verschaffen kann. Das ist eine Person, die treu bleibt, treu ist, sich gegenüber, auch ihr Partner gegenüber, eine Person, die sehr viel Respekt hat, auch einen untrüglichen Orientierungssinn dafür, was richtig und was falsch im Leben sind. Also das ist eine stabile Persönlichkeit, die sich auch nicht einfach so täuschen lässt. Vielleicht arbeitet diese Person gerade auch daran, die Fülle und den Überfluss in sich selbst zu finden. Und sie weiß ganz genau, dass das, was sie sieht, das wird sie auch ernten. Und sie ist bestrebt, wirklich Fülle, Frieden und Reichtum zu finden und zu erreichen in sich selbst, sowie in ihrem Leben, sowie auch in ihrer Beziehung. Genauso eine sehr, sehr angenehme Persönlichkeit für eine feste Partnerschaft. Auf die rechte Seite, die Engel mit den Flügeln, haben wir eine andere Persönlichkeit, die Person B. Die Tarotkarte, die diese Persönlichkeit beschreibt, das ist die Priesterin. Wir haben hier mit einer sehr, sehr weise Person zu tun. Bei dieser Person spielen die Tiefe, die Intuition, die innere Weisheit, das Unterbewusstsein, die Träume eine große Rolle. Also die steht auch für das göttliche, weibliche. Also diese Frau kann initiieren, diese Person, Entschuldigung, Frau ist auf dem Bild gebildet, es kann aber auch ein Mann sein. Also diese Person kann Wahrheit und Illusion unterscheiden. Diese Person hat sehr viele geistige Kräfte, die sie auch bewusst und gezielt umsetzen kann. Das ist eine Person, die über magische Kräfte verfügt, die materialisieren kann, die ihre Gedanken bündeln kann und gezielt auf ein Ziel einsetzen kann. Sie kann sich sehr gut ausdrücken, sie kann sehr gut die Kräfte von der Anderswelt in ihrem Leben nutzen. Das ist auch eine Person, die sehr tief
in sich eintaucht, in ihre innere Kern und ihr ganzes Wissen von dort bekommt und rausholt. Das ist eine weise Person, die auch die Geheimnisse, die spirituelle Geheimnisse kennt und vielleicht auch beherrscht. Also eine Person, mit der nicht zu spaßen ist, die genau weiß, was sie will, die genau auch weiß, wie sie das erreicht, was sie will und die arbeitet wirklich daran, auch das, was sie will, es zu erreichen. Vielleicht hat diese Person im Moment eine Phase der Stille, in der sie sich befindet, in ihr Inneres hörst und in sich hineinlauscht, in eine Zeit der Stille eingetaucht ist, weil sie weiß doch ganz genau, dass die Stille, dass dort die Stärke und die Kraft rührt, auch die Fruchtbarkeit und dass sie diese Zeit braucht, um neue Ideen zu bekommen und etwas für sich zu klären und vielleicht auch einige Anweisungen zu bekommen. Also das ist eine Zeit der Stille, aber die ist auch nicht mit Schwäche oder Trägheit zu verwechseln, sondern das ist eine schöpferische Zeit, in der diese Person momentan sich befindet. Als Partner ist diese Person, wie soll ich sagen, auf die eine Seite sehr, sehr stark, enorm starke Persönlichkeit, auf die andere Seite, wenn diese Person wirklich positiv ihre Fähigkeiten einsetzt, dann ist ja wunderbar, dann kann die Partnerschaft auch davon profitieren. Der Engel, der diese Person im Moment zur Seite steht, das ist der Engel für Gnade. Ich erfahre Gnade in meinem Leben. Vielleicht befindet sich diese Person momentan in einem Zyklus, in dem sie etwas verarbeitet, wo Gnade auch notwendig ist, weil Gnade kann man nicht verdienen, Gnade kann man nur bekommen. Und in Situationen vom Stillstand, wo es scheint, dass alles festgefahren ist oder hoffnungslos ist oder wenn Zweifel, Unzufriedenheit sich stark verbreiten, dann hilft diese Engel für Gnade und vermutlich in so eine Phase steckt gerade diese Person. Also wenn das Sie sind oder Ihr Partner, dann bitte lassen Sie sich diese Zeit, weil das ist eine Zeit der Initiation, also Sie können aus dieser Zeit wieder wachsen. Diese Zeit ist sehr wichtig für Sie. Es hat auch, die gibt Ihnen Hilfe in schwierigen Lebenssituationen. Diese Zeit hat etwas mit Loslassen zu tun, also Befreiung von karmischen Beziehungen, Befreiung von Verstrickungen. Vielleicht arbeitet diese Person auch gerade daran, das negative Karma, was sie mit dem Partner hat, also mit Person A hat, um diese aufzulösen. Lassen Sie bitte diese Person die Zeit, die sie da dafür braucht. Sie macht ein großes Prozess momentan. Das Krafttier, was zu dieser Person kam, ist die leere Karte. Also hier haben wir auch den Hinweis, dass diese Person einen spirituellen Prozess macht, weil die leere Karte beim Krafttier bedeutet, dass diese Krafttier jetzt neu erschaffen wird. Also das heißt, diese Person bekommt vermutlich ein Schutzgeist, ein Krafttier, das kann aber auch ein Helfertier sein, der ihr für diese jetzige Zeit zugeteilt wird. Diese Krafttier kennt diese Person noch nicht. Sie kann aber meditieren oder in sich hineinschauen, sich hineinfühlen, welche Krafttier zu ihr kommen möchte. Es kann auch sein, dass das ein Krafttier ist, was man nicht kennt, was nicht von unserer Welt ist, so ein Schutzgeist, dass der Kartenset diese Schutzgeist nicht hat als Karte und aus diesem Grund diese leere Karte gekommen ist. Ich habe auch vor, in den ersten Tagen schamanische Trommelmusik im YouTube zu veröffentlichen für schamanische Reisen, für Reinigungsreisen, für Loslassprozessen. Vielleicht hast du Lust, wenn du die Person bist, die ihre Krafttier noch nicht kennt,
Vielleicht hast du Lust, dir das mal anzuschauen und einfach eine Meditation oder eine Reise zu machen und zu gucken, welche Kraft dir im Moment zu dir kommt und dich unterstützt. Wenn du das machst, konzentriere dich bitte oder frage auch, welche Eigenschaften und welche Fähigkeiten, welche Qualitäten diese Kraft dir bringt, weil das brauchst du im Moment, um weiterzukommen, und diese Kraft wird dich auch sicherlich da unterstützen. So, wir schauen jetzt, welche Seelenenergien die zwei Persönlichkeiten, die zwei Partner verbinden. Ich fange wieder mit Person A an. Die linke Karte, die Seelenenergienkarten sind die drei Karten, die zwischen die zwei Persönlichkeiten liegen. Das sind Karten vom Seelenpartner-Orakel. Auf die linke Seite haben wir die Karte: Tu etwas für jemand anderen. Schenke jemandem deine Aufmerksamkeit. Also, das heißt, dass diese Person, die Herrin, die so viel mit Schöpferkraft und mit Fülle und Liebe erfüllt ist, dass die sehr viel Seelenenergie in die Beziehung und auch zu dem Partner reinbringt. Sie ist bestrebt und bemüht, dem Partner etwas Gutes zu tun. Sie beschäftigt sich geistig, seelisch auch mit dem Partner. Sie füttert buchstäblich diese Partnerschaft mit positiven Energien, mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihren Energien, und sie ist sehr bedacht auf ihren Partner, dass das, was sie macht, zugute für ihre Partner oder für ihre Partnerin kommt. Also das ist so wie die Tankstelle sozusagen für diese Beziehung. Diese Energien bringt die Herrin, also die Person A. Die Person B, die Priesterin, die bringt folgende Energien. Ehrlichkeit ist entscheidend. Wenn wir ein liebevoller Mensch sein wollen, dann müssen wir wahrheitsgemäß und liebevoll sprechen. Also das heißt, dass diese Person sehr auf die Ehrlichkeit bedacht ist, und sie ist bemüht, ehrlich und aufrichtig zu sein, auch in der Beziehung, auch sich gegenüber. Sie schaut aber auch nach Gelegenheiten, reinen Tisch zu machen. Das, was nicht ausgesprochen ist, sollte ausgesprochen werden. Also diese Person bringt so eher klärende Energien, Energien von Klarheit, von Reinheit, von Aufrichtigkeit, und mit diesen Energien setzt sie in die Beziehung ein. Die gemeinsame Energie, die beide miteinander haben, das ist die Liebe, vermag alles. Die Liebe kann alle alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Also das heißt, dass wir hier vermutlich auch mit karmischer Beziehung haben, oder eine Beziehung, die mit alten Verletzungen verhaftet ist, und wir sehen hier auch von den Seelenenergien, dass die Liebe so stark ist beidseitig, weil diese Karte ist zentral und für die beiden Partner, dass die alles tragen kann, alle Verletzungen tragen kann, und nicht nur tragen, sondern sie kann sie auch heilen. Also wir sehen hier auf der Seelenebene eine sehr starke Verbundenheit miteinander, zueinander. Alle beide stecken in positive Energien in diese Beziehung rein, und diese Beziehung ist seelisch gesehen auch sehr tragbar. Auf die oberste Reihe zwischen die zwei Engeln und neben die Blümchen haben wir die Aussagen, was ist das, was die beiden Partner verbindet. Wir haben da als Tarotkarte die drei der Stäbe. Wie wir alle wissen, sind die Dreier, also Mutter, Vater, Kind, 3 ist die Zahl vom Kind. Das heißt, es wird etwas neu geboren, es entsteht etwas, es ist eine Vereinigung, etwas, was gemeinsam von beiden, durch den beiden entsteht. Das heißt also, beide bringen Energien in der Beziehung und
von diesen Energien, wenn die sich miteinander vereinen und vermischen, entsteht etwas Wertvolles. Diese Zeit ist auch an der Zeit, wo die Früchte zu tragen beginnen. Also wir sehen hier auch eine Vorarbeit, die geleistet worden ist, die ist auch gut geleistet. Jetzt ist ein Zeitraum, dieser Zeitraum ist aber nicht vom Jetzt, sondern vermutlich war auch seit langem so, dass die beiden immer mehr Stück für Stück mehr Vertrautheit und mehr tragbare Basis und Boden für ihre Beziehung erschaffen. Wir haben hier mit zwei Persönlichkeiten, die sehr ideenreich sind, die große Visionen haben und die eine Freude daran haben, zu sehen, wie ihre Tätigkeiten, ihre Unternehmungen sich entwickeln und wachsen. Das Gleiche bezieht sich auch auf die Beziehung. Wir sehen hier, dass die beide vom Gedanken, vom Einstellungen her sehr bemüht sind, an der Beziehung zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln. Sie freuen sich über die kleinen Schritte. Sie arbeiten daran, ihre Ideen und ihre Ziele zu verwirklichen und die Beziehung positiver zu gestalten. Also wir sehen hier bei diesen Charakteren, dass die beide große Unternehmungsgeist haben, die beide haben Selbstvertrauen und die beide sind sehr bemüht, ihre Ziele privat sowie in der Beziehung zu verwirklichen, also ehrgeizige Menschen. Eine kleine Warnung dabei, das könnte ein wenig in Richtung hohe Idealismus oder hohe moralische Werte gehen. Der Engel, der aus Verbindung für die beiden steht, der beide unterstützt, ist der Engel für Allliebe. Seine Affirmation ist: Ich entwickle mich von der bedingungslosen zur allumfassenden Liebe weiter. Also das heißt auch, dass die beiden Personen sehr große Anforderungen an sich selbst gestellt haben, auch an ihre Partner gegenseitig sich gestellt haben, dass die mit Fehler vermutlich nicht so gut umgehen können oder dass sie emotionell sehr persönlich annehmen. Und diese Engel hilft den beiden auch zu lernen, mit Fehlern umzugehen, Kritik wegzulassen, abzugeben, zu lernen, nicht mehr zu verurteilen oder zu bewerten. Wir haben hier auch Stück weit Eigenprojektion in der Beziehung, die sich auch als etwas hinderlich auswirkt. Wir haben hier mit zu hohen Ansprüchen zu tun. Das ist auch gut, weil die beiden sehr bestrebt sind, an sich zu arbeiten, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Die Engel mahnen aber nur, dass die Partner auch aufpassen, dass diese zu hohen Ansprüche nicht negativ sich auf die Beziehung auswirken, dass da keine Überforderungen und zu hohe Erwartungen dadurch entstehen. Also beide Partner, sie arbeiten daran und sind bemüht, die Beziehung besser zu machen, sie weiter aufzubauen. Wenn das eine bestehende Beziehung ist, beim On-Off-Beziehungen oder bei einer Trennung vom Wunschpartner, Seelenpartner oder bei einer noch nicht existierenden Beziehung, bedeutet das, dass beide zumindest im Gedanken daran arbeiten, diese Beziehung aufzubauen, sie zu erfrischen, sie aufzuleben und dass die beide sich entwickeln, sich gegenseitig zu verzeihen, zu verstehen, Rücksicht ineinander zu nehmen und die Stolpersteine und Schwierigkeiten, die sich immer wieder zeigen, dass die beide daran arbeiten, diese aufzulösen. So, das waren die Eigenschaften, die die beiden verbinden. Jetzt schauen wir mal, was den beiden trennt. Die Karten, die das zeigen, sind 8 der Schwerter aus Tarotkarte und Engel Nummer 3, das ist der Engel für Ruhe und Leichtigkeit. Bei der 8 der Schwerter sehen wir eine Frau,
mit gefesselte Hände und gebundene Augen. Also das zeigt, dass eine von der beiden Partner oder vielleicht auch beide Partner sich in irgendeine Situation gefangen fühlen, so als ob sie ausgeliefert wären, diese Situation, oder das kann auch eine Person sein. Daraus ergibt sich so ein Gefühl von Verwirrung, von Angst, von Einsamkeit, von Unklarheit. Es kann auch sein, dass die Person von ihren eigenen Gedanken gefangen ist. Das ist ein Hinweis, dass im Moment eine oder die beiden Partner sich in eine schwierige Lebenssituation befinden, und diese Schwierigkeit trennt die beiden voneinander. Wir könnten hier auch etwas mit Abhängigkeiten und Süchte zu tun haben. Das könnte auch emotionelle Abhängigkeit sein, sexuelle Abhängigkeit und andere Arten von Abhängigkeiten. Es könnte sich dabei auch um Gier handeln. Also irgendeine gravierende Einschränkung ist vorhanden, die als Trennung zwischen den beiden dasteht. Die gute Seite ist, dass die Karten zeigen auch, dass es eine Möglichkeit zu einer Befreiung vorhanden ist. Neue Ansichten, neue Denkweisen können da wunderbar helfen, weil so wie der Geist uns gefangen gehalten hat, so kann er uns auch befreien. Hier müsste die Person wirklich einen scharfen Verstand entwickeln und diese auch auf die höchste Ebene nutzen, um sich zu befreien. Denn diese Befreiung von dieser schwierigen Situation, von dieser Abhängigkeit, von dieser Verwirrung oder Angst ist vorhanden. Diese Möglichkeit ist da. Die muss nur ergriffen werden. Der Engel, der dabei ist, der auch als Trennung da liegt, das ist, wie gesagt, der Engel für Ruhe und Leichtigkeit. Also das bedeutet, dass in dieser Beziehung die Ruhe und die Leichtigkeit, die Harmonie nicht vorhanden ist. Oder zumindest nicht in diesem Maße, wie der eine oder die beide Partner sie auch brauchen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Person A, die Herrin, so intensiv an der Beziehung arbeitet und ihre ganze Energie da reinsteckt, weil die Herrin ist sehr, sehr harmoniebezogene Persönlichkeit. Dabei könnte auch, dass eine oder beide Partner die Liebe nicht annehmen können, dass da vielleicht Vertrauen nicht so hundertprozentig vorhanden ist, dass die sich von der Harmonie, von der Liebe nicht tragen lassen können, dass die sich da nicht reinfallen lassen können. Wir haben hier auch einen Aspekt vom übertriebenen Selbstkritik, was auch vorne aus Verbindung auch die Ansprache war. Nur halt hier kommt es aus Trennung, also liebe Person, dass auf dich jetzt diese Aussage zutrifft, schau bitte nach deinen Normen, nach deinen Werten und überprüfe sie und versuche bitte von der Kritik ein Stück weiter wegzukommen. Auch Selbstkritik ist damit auch gemeint. Weil wir haben hier auch einen Aspekt zu Perfektionismus, und dieser Perfektionismus kann manchmal die Harmonie zerstören und auch Begrenzungen erzeugen. Also die Karten sagen, wenn die beiden Partner schaffen, ihr Herz ein wenig mehr zu öffnen und die Liebe zuzulassen, die Liebe anzunehmen, dann können sie in der Leichtigkeit, in der Ruhe, in der Harmonie kommen, und sie können sich auch von dieser Abhängigkeit, von dieser Begrenzung befreien. Das kann natürlich auch Begrenzung vom eigenen Gedankendenkmuster sein, die hier aufzulösen gilt, weil sie hat eine negative Auswirkung momentan auf die Beziehung. Also wir haben hier eine unmittelbare Zukunft mit sehr viel Veränderung, mit sehr vielen Aktivitäten. Es ist eine dynamische Zeit, in der ein Gefühl entstehen kann, ein Gefühl der Vervollständigung. Wir haben hier auch in gewisser Grad etwas mit Idealismus
zu tun, mit uneigennütziges Gebens, also auch mit dem an dem anderen dienen, in dem Fall an dem Partner dienen. Wir haben hier die Mitmenschlichkeit, Achten von dem Partner, Respekt haben wir da. Also eine Zeit kommt auf die beide zu, die erfolgreich ist, die Früchte mit sich bringt, eine Zeit der Führung, eine Zeit der Vollständigkeit, die sehr dynamisch sein wird. Passt auch zu Frühling, weil diese Karten haben auch diese Frühlingsenergien in sich, beziehungsweise die Energien vom neuen Anfang, wenn etwas entsteht, und das kommt in den ersten Schritt von dieser Beziehung. Es ist an der Zeit, Träume zu verwirklichen, Wünsche zu verwirklichen, auch Wünsche, die vielleicht seit langer Zeit vorhanden sind. Also der erste Schritt in diese Beziehung zeichnet sich damit, dass man all das umsetzen kann, wovon man bislang geträumt hat. Also der 9. Kelche gibt Entwicklungstendenzen als nächster Schritt für diese Beziehung, vermutlich jetzt im März, dass eine Zeit des Feierns kommt, eine Zufriedenheit ist zu spüren, Zeit des Vergnügens, des Feierns, Zeit von großer Glückseligkeit, von emotionaler Befriedigung. Vielleicht fühlst du dich oder dein Partner voller Wärme und Heiterkeit. Ihr fühlt euch auch in der Beziehung getragen. Es geht um Erfüllung von Träumen, um Erfüllung von Zielen, um Belohnungen, dass jetzt die Zeit der Ernte ist. Diese Zeit zeigt auch sehr viel Wärme in der Beziehung, sehr viel Harmonie, sehr große innere Verbundenheit. Inspiration ist auch vorhanden. Falls da Schwierigkeiten auftreten oder immer noch vorhanden sind, die können dann demnächst mit einer Leichtigkeit überwunden werden. Also eine Zeit, in der die Beziehung gefeiert werden kann. Der Engel, der als nächster Schritt, für nächster Schritt für euch zur Seite steht, das ist der Engel für Tod und Wiedergeburt. Jeder Tod ist gleichzeitig ein neuer Beginn. Er wird euch helfen oder zeigt auch, dass im nächsten Schritt etwas Altes, Verbrauchtes, was ihr nicht mehr braucht in eurer Beziehung sowie in eurem Leben, dass diese endlich sterben lassen darf, gehen darf, dass ihr euch befreit von alten Belastungen. Diese Belastungen könnten auch von vorherigen Beziehungen sein. Es könnten auch Schwierigkeiten in eurer Beziehung sein, die nicht geklärt und abgeschlossen worden sind. Also all das, was mit Altlasten zu tun hat, wird demnächst aufgelöst und hinter euch gelassen. Und das passt auch sehr gut zu der 9. Kelche, weil da könntet ihr wirklich feiern, wenn ihr euch befreit von dem, was euch negativ beeinflusst, was euch trennt, was zwischen euch steht. Hier geht es um Loslassen auf alle Ebenen. Vielleicht ist auch eine kleine Beziehungskrise, aber ich sehe die Krise als momentan vorhanden, weil da liegt der 8. Schwerter, der euch trennt. Als Trennung, diese Blindheit, diese Verwirrung, diese Unklarheit, Illusion, also all das kann im nächsten Schritt losgelassen werden, beendet werden, und dafür steht auch der Engel an eurer Seite. Als Krafttier haben wir die Schildkröte dabei. Also die Schildkröte steht für Meditation und für Rückzug. Wir wissen alle, dass die Schildkröte sich auch sehr langsam bewegt. Sie repräsentiert auch die Gefühle und die Emotionen. Also im ersten Schritt bitte langsam machen. Lasst euch Zeit. Geht nach innen, in euch hinein. Prüft eure innere Einstellungen, prüft eure
Gefühle, auch bezüglich die Situation, die Schwierigkeiten in der Situation und trifft dann eine Entscheidung im Einklang mit Geist und Seele. Also die Schildkröte sagt dir, du musst dich nicht immer beeilen und nicht immer alles sofort haben müssen, sofort machen müssen. Du hast die Zeit. Lass dir die Zeit, nimm dir die Zeit und dann kommt alles gut oder alles richtig, so wie es kommen soll. Die Schildkröte fordert dich auch auf, ein Gefühl der Geborgenheit und vom Schutz zu entwickeln und dass du die Ruhe findest und aus dieser Ruhe heraus auch deine Kräfte schöpfen kannst. Das kann auch bedeuten, nach dieser Feier, der zu sehen ist, dass da sich die Gemüter beruhigen, dass ihr einfach mal ruhiger, gelassener miteinander umgeht, dass da viel Ruhe und viel Zeit in eurer Beziehung einkehrt. Dass ihr auch die Unsicherheiten, die zwischen euch gestanden haben, beendet und mehr in der Sicherheit und ins Vertrauen zueinander geht und auch das Gefühl zu entwickeln, dass die Beziehung euch trägt, dass die tragbar ist. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Monat März und ein gutes Gelingen in eurer Unternehmungen, in dem Aufbau oder Weiterarbeit an euch selbst sowie auch an eurer Beziehung.